Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Und zwar wieder mal zu unserem allseits beliebten Format, den Warlegs. Und zwar den Warlegs vom Januar. Das mache ich natürlich nicht allein, sonst darf ich das keiner auch hören. Bei mir dabei ist noch der Corby. Habe ich die Ehre, Corby. Hallo! Und alle sind enttäuscht, weil ich dabei bin und nicht der Kani. So ein Schmarrn. Das ist nur immer so eine Minderheit, eine laute Minderheit. Wie es momentan in der Politik ist, eine laute Minderheit kann viel bewegen. Und das ist immerhin ist ein Kani sein Fanbase. Alle anderen sagen, oh, die zwei, das wird wieder was mit Niveau. Meinst? Ja. 100%. Es ist okay. Ich hätte das genau andersrum gesagt. So, die meisten sitzen. Corby. Was? Corby. Was? Du musst ein bisschen Selbstvertrauen mitbringen. Ich habe Selbstvertrauen zum der Speim. Okay. Ja. Aber ich kenne auch unsere Pappenheimer aus der Community, die sitzen jetzt wahrscheinlich gerade da in der Premiere von die Warlegs und denken sie, Kani. Und dann, als das dann hören, okay, nur der Corby und der Mike sind dabei. Naja, hören wir so sich beim Scheißen. Beim Scheißen oder machen wir jetzt nebenbei mal Steuer oder so, weil das neue Jahr ist ja auch schon da. Ah, stimmt. Naja, ich kann euch alle nicht helfen. Was soll's? Ja, Eierpech, wir sind jetzt da und wir haben einen grandiosen Monat hinter uns, oder? Januar 2024, alter Schwede, was haben wir nicht alles erlebt? Wahnsinn, war krass. Ja. Ich habe gar nichts erlebt, ich war nur einmal krank und die Restzeit habe ich Fernsehen geschaut. Ja, aber wenn du Fernsehen geschaut hast, dann hast du bestimmt das eine oder andere coole ein paar Sachen habe ich gesehen, Filmchen gesehen. Ja, ein paar Sachen habe ich gesehen. Soll ich gleich mit loslegen oder was? Ja, Falle, hau raus. Auf was ich mich unglaublich gefreut habe ich natürlich sofort schauen müssen, wie es rausgekommen ist. Am 25. Jänner, quasi, das ist noch gar nicht lang her, es wisst quasi alle, wo ich geschaut habe, und zwar Masters of the Universe. Und zwar war das diesmal, muss ich spicken, Revolution. Genau. Die Weiterführung von der 80er Cartoon-Serie vom und mit Kevin Smith. Und was soll ich sagen? Also es ist noch besser als alles bisher da gewesen. Ne? Okay. Also diese 5 Folgen waren für mich dermaßen ultimatives Masters-Feeling, dass der Wahnsinn war. Also es waren wieder so geile Figuren dabei, die man bis jetzt, eben Figuren, mit denen ich als Figuren gespielt habe, die wo so noch nie einen Auftritt in einem Film oder in der Serie oder sowas gehabt haben. Ja, sowas finde ich geil. So, da sagen wir der Grizzlor oder der Montana. Also die haben zwar in der Serie schon mal vorgekommen, aber bei der She-Ra. Aber die ist jetzt quasi einmal alles so in diesem Gewand mit den ganzen Figuren. Oder der Gwildor ist dabei. Corby, den kennst du, weil du letztes Mal diesen Masters of the Universe Realfilm geschaut hast. Der Gwildor ist der kleine Niedliche, der sie mit der Kuh anfreundet. Ja, genau. Der diesen Synthesizer baut. Genau. Also die haben quasi jetzt alles so ein wenig zusammengewürfelt, also aus verschiedene, aus Masterverse haben sie da ein paar so Charaktere mit dazu da und so. Und müssen quasi der Orko und der Gwildor dann auch zusammenhelfen und so Geschichten. Also cool. Wir müssen bei diesmal nicht so lange auf den He-Man verzichten, wie wir es in der ersten Staffel schon mit da haben müssen. Das Pacing ist Wahnsinn. Also diese 5 Folgen, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, was läuft denn das jetzt hinaus? Und was wollen sie mir jetzt noch alles sagen und was kommt jetzt da für Cliffhanger? Es kommt kein Cliffhanger. Es ist richtig geil abgeschlossen mit 5 Folgen. Es gibt zwar nur so eine Sache, wo man sagt, okay, es kann so weitergehen oder es geht auch definitiv so weiter. Aber dieses Seherlebnis ist halt einfach dann vorbei und du hast deine Katharsis und du hast deine Figuren, die bis daher es geschafft haben und dieser Handlungsstrang ist abgeschlossen und das fand ich schon mal super. Und ja, wie gesagt, also das Pacing von diesen 5 Folgen war wirklich schwindelerregend. Also wir haben auch wirklich kein Gramm Fett. Kein Gramm Fett drauf, also kein Dialog dabei, wo man sagt, den hätte es nicht braucht oder irgendein Handlungsstrang, den es nicht brauchte. Das war wirklich wahnsinnig gut geskriptet. Also ich merke gerade, du bist richtig euphorisch. Ja. Aber erlaub mir bitte nur kurz ich habe 2 Fragen. Bitte. Zum einen, ist es jetzt die Fortsetzung von dieser letzten neuen Animationsserie? Ja, genau. Revelation, meine ich, hat das geheißen, gell? Ja. Die 2. Revelation und das ist jetzt Revolution. Ja, genau.
In der ersten Staffel haben wir quasi auch 10 Folgen gehabt und waren dann mal einmal aufgesplittet in 5 und 5. Und ich weiß jetzt nicht, wie es da ist, ob es jetzt da noch mal 5 Folgen kämen in absehbarer Zeit oder ob die zweite Staffel quasi nur 5 Folgen hat, das weiß ich nicht. Aber bis jetzt macht es schon mal einen sehr, sehr runden Eindruck, das Ganze. Und die zweite Frage ist, She-Ra ist die Katz, oder? Nein, She-Ra ist die Schwester vom He-Man. Ach so. Und oder Stiefschwester oder was weiß ich. Es war immer so Mädelszeug, She-Ra. Das war die Mädelsauskopplung vom He-Man. Ihr Hauptbösewicht war ja quasi der Hordak. Und jetzt in Revolution kommt eben dieser besagte Hordak, der jetzt so auftritt wie der Thanos im MCU, ist der Hordak im Masterverse dieser ultimative Antagonist. Also sehr geil. Also ich habe mich schon gefreut, weil er wieder schon mal angeteased quasi in der ersten Staffel. Und er darf jetzt mal so richtig zeigen, was er kann mit seiner wilden Horde und greift quasi Eternia an. Und nicht nur genug, dass der Hordak angreift, sondern der Skeletor ist ja quasi auch noch unterwegs in Snake Mountain, der quasi durch diese mechanischen Aufarbeitungen oder der Skeletor ist jetzt eher so eine Art Cyborg, der quasi optimiert ist mit mechanischen Teile. Und genau, und jetzt hat unsere Eternianer, quasi He-Man und die ganzen Helden, kriegen jetzt quasi eingekürzt vom Skeletor und vom Hordak gleichzeitig. Und ja, da gibt's noch ein paar so Sidequests, die man lösen muss im Endeffekt, wo dann über die Tila-Gängern quasi die Flamme vom He-Man. Also wir haben viele verschiedene Bausteine, auf denen gewerkt wird. Viel Action, geile Action. Wie lange dauert da so eine Folge? 25 Minuten, meine ich. 25 Minuten, 30 Minuten, irgendwie so. Waren 5 Folgen und ich hab's auf einen Rutsch schon bis durchgeschaut. Ich hab gesagt, ich bereue es dann, weil dann ist, ich unbedingt 100%ig, muss ich mir am Schluss wieder ärgern, weil wieder irgendein so ein Scheißdreck passiert und jetzt muss ich wieder ein halbes Jahr warten oder was weiß ich. Und dabei war das wirklich, ja, höchst befriedigend. Das war Goa und dann sagst du, yeah, stark, danke, richtig geiles Masters-Feeling und die Geschichte ist wirklich schön erweitert worden, ist weiter erzählt worden und es kann jetzt gern so weitergehen, die nächsten, weiß ich nicht, 15, 20 Staffeln oder so. Ziemlich cool. Ja, aber wenn man dann sieht, ja, Netflix hat doch da echt so ein Talent, oder? Dass sie sich ja gerade immer so die Franchises rausholen, wo halt ein gewisser Hype da ist und dann meistens nur irgendwie was richtig Geiles dazu produzieren und raushauen. Ja, und wie gesagt, die waren ja auch mit dran an einer direkten Realverfilmung noch von Masters of the Universe. Macht's das, Freunde. Also wenn das so weitergeht, wenn es das Ganze in fähige Hände gibt und schießt da anständig Kohle ein, dann wird das auch ein richtig geiles Event. Also dieses Universum ist gemacht für einen Realfilm. Nicht so wie bei Canon, der alte Film, der war zwar auch charmant, haben wir ja auch schon mit drüber geredet, aber wirklich ein Realfilm mit diesem ganzen, das als Fantasy-Epos, eben auf Eternia, nicht auf der Erde spielend und mit den ganzen Monster und Helden und Kreaturen und hin und her, das darf sich so dermaßen anbieten, aber ja, vielleicht kommt ja noch was. Mhm. Schön. Sehr aber schön. Wenn man dann sagt, die Sprecher, was für Sprecher das ausgewählt haben, der Keldor wird gesprochen von William Shatner himself, der Captain Kirk, verstehst? Keith David aus The Thing spricht dann Hordak. Super. Mark Hamill spricht wieder ein Skeletor. Lena Headey spricht wieder Evelyn. Der Tony Todd, Scarglow. Meg Foster ist wieder dabei. Also, was merkst du jetzt da als Fan bitte mehr? Keine Ahnung. Wahrscheinlich die Ankündigung für die nächste Staffel. Genau, sonst eigentlich nichts. Also, mehr merkst du eigentlich nicht, weil, wie gesagt, es ist alles, ja, ein rundes Ganzes. Und diese Erneuerungen, die dieses Universum unbedingt braucht hat, damit es interessant bleibt oder interessant erst wird, weil es war ja, die alten Folgen waren ja quasi immer nur abgeschlossen von Folge zu Folge und hat nie was aufeinander aufgebaut. Und diese große Geschichte, die sie jetzt da verzeihen, das ist ganz, ganz stark. Starkes Storytelling und sehr mutig. Also die erste Staffel war zwar mutiger, ist auch viel mehr angeeckt, sage ich jetzt einmal, wenn man dann sagt, man nimmt den He-Man aus dem Spiel oder man macht die Frauen so stark in der Serie, die eigentlich nur immer so Beiwerk waren und so. Also da hat sich der geneigte Fan schon auf ein paar so Neuerungen einstellen müssen und da, wenn du halt nicht mitgegangen bist, hast du halt vorher schon verspäht gehabt. Aber wie gesagt,
Weiter so, weil wenn das jetzt weiter so gegangen war wie früher. Kommt jetzt die Katz vor oder nicht? Battlecat, also der Cringer, der kommt vor, ja. Okay. Der Cringer ist ja das Hauskätzchen von Prince Adam, das sie ja dann quasi verwandelt. Beim Verwandeln, wenn sich der Prince Adam in He-Man verwandelt, gibt er einen Teil von seiner Kraft auf den Cringer ab und der wird dann zum Battlecat. Ah. So läuft das ab. Okay. Genau. Oder so Kleinigkeiten, dass der He-Man diesmal, der hat eine Rüstung, quasi, so eine eiserne Rüstung, die quasi, wenn es zerstört wird oder beschädigt wird, die kann sich selber regenerieren, diese Rüstung. Das habe ich als Spielfigur gehabt. Also sie nehmen quasi Sachen, die es früher gegeben hat, von so Toylines, die quasi auch noch nie in so einer Serie verarbeitet worden sind und bringen es dann da in so einer kleinen Stein mit ein. Und das ist halt so ein richtig geiler Fanservice, weil die Leute sagen, yeah, oder ich, nicht Leute, ich bin die Leute, die sagen dann, ja geil, das mit so wie ich früher als Kind gehabt, hab damit gespielt und jetzt sehe ich es im Fernsehen und in Action und geil einfach. Du hast eine Spielfigur gehabt, die hat eine Rüstung gehabt, die hat man zerstören können und dann hat sie die wieder regeneriert. Die war vorne drauf auf der Brustplatte. Und das war das He-Man-Logo und da, wenn du draufgehauen hast mit dem Schwert, dann hat sie das Draht und dann war so eine Zerstörung, wie so ein Schwerthieb war da drauf. Dann hast du noch mehr drauf gedrückt, dann war es überkreuzt, dann war das quasi so noch mehr zerstört und das hast du aber quasi retour da können und dann hast du wieder dieses makellose He-Man-Haar gehabt quasi. Und das haben sie da jetzt in der Serie auch mit eingebaut. Geil, also lauter so Kleinigkeiten, die das Erlebnis noch mehr noch geiler machen einfach. Schön. Ja, schöne Sache. Hast du diese alte Serie, also du hast die alte Serie nicht gesehen, oder? Aus die 80er. Du hast Revelation nicht gesehen. Doch. Die hast du gesehen. Ja, hab nichts verstanden. Wirklich gar nichts. Jo, das wird so schön erklärt, Corby. Null. Ja, gar nicht. Also ich hab mich null keine Ahnung. Ich hab doch neulich erzählt, ich hab mir ja den Realfilm angeschaut in der Hoffnung, dass ich irgendwas über diese Welt erfahre und dass ich dann mal was lerne. Na, man setzt einfach voraus, okay, du wirst schon verstehen, was da geht, du Depp. Okay. Ja, wahrscheinlich du mir und nicht so leicht. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass die diese Cuts in dem Realfilm nicht einbaut haben, ist eigentlich fast schon eine Frechheit. Das ist eine Bosse eine Frechheit, die sie da nicht einbaut haben in dem Film, aber das ist ja eine Budgetgeschichte, ne? Ja. Na, also diese erste Staffel, die habe ich mir angeschaut gehabt, nachdem du, der Kani und Jürgen, glaube ich, heißt er, diese wirklich liebevolle Folge aufgenommen habt, die ja gefühlt 1,5 Stunden geht. Oder was ich glaube nicht nur gefühlt, ich glaube, die geht sogar 1,5 Stunden. Die geht 1,5 Stunden, also die ist länger wie die eigentliche Serie. Es ist aber, es ist so schön, mit wie viel Liebe ihr das dann da rübergebracht habt. Ich habe mir nur gedacht, boah, geil, eigentlich, jetzt habe ich ja Bock, dass ich mal anschaue. Ich habe es mir auch damals auf einen Rutsch dann angeschaut. Wie schon gesagt, ich habe nichts gecheckt. Gar nichts. Ja. Deswegen, ich habe jetzt auch gestern den Trailer gesehen zu ich habe jetzt nicht genau gewusst, ist es eine neue Staffel oder ist es eine komplett neue Serie, keine Ahnung. Hab dann auch kurz wieder gehofft, vielleicht ist es ja wieder so ein kompletter Neuanfang und dann kämen so Typen wie ich, die auch noch für sie mit der Geschichte nichts kennen, da wieder rein. Ja. Aber nix da. Da werden wieder die Fans abgeholt, Corby. Ja. Ist doch aber eigentlich wie gesagt, ich hab das schon mal gesagt. Es ist nicht mehr, als dass Eternia der Mittelpunkt vom Universum ist und um das streiten sie alle. Der Skeletor, die Macht des Bösen, möchte es natürlich haben und natürlich muss der Himmel als Held das verteidigen. Mehr ist das eigentlich an groben grober Story nicht. Mehr ist nicht. Und ja, aber schau, allein bis du jetzt gerade erzählt hast, du hast jetzt da so viele Charaktere genannt, ich kann mir ja nicht mal die Namen merken, außer He-Man und die Katz. Aber ansonsten. Ja, aber von der Katze anscheinend nicht, weil du sagst einfach nur die Katz. Ja, es ist doch eine Katze. Wenn du halt dir das dann anschaust und du kannst mit allen Charakteren, die da drin vorkommen, außer vielleicht in He-Man, gar nichts anfangen, ist es halt schwierig. Okay. Ja, aber als Mann sollte man mit He-Man schon was anfangen können. Wie viele Pokémon kennst du? Ein Pikachu, ein Bisasam, das war's.
Okay, so, jetzt schaust du Pokémon und denkst okay, aber du fragst dich von vorne an, nein, du fängst einfach jetzt in irgendeiner Folge an. Du wirst doch auch dir dann denken, ja, was soll denn die Scheiße? Wieso freuen die sich denn alle, wenn da, keine Ahnung, das große Wasserschlangenviech aus dem Wasser kommt? Ja, aber spätestens dann, wenn ich was anfange und ich kenne mich nicht aus, dann google die mal und dann schaue ich mal, was mit der Geschichte überhaupt los ist. Ja, dann google mal über 1000 Pokémon. Ich werde beim nächsten, gib mir es als Hausaufgabe auf, dann schaue ich einmal. Okay, gut, was ich machen kann. Okay, na, ich kann mir selber vielleicht die ersten 250. Ja, ist das so ausufernd, der Scheißdreck auch schon wieder, oder was? Da gibt's über 1000, ja. Okay, was ist denn mit der Anime-Scheiße da los? Warum müssen sie nicht mehr tausende Folgen haben? Naja, du, deine Kinder werden auch mit Pokémon spielen. Niemals, die spielen mit He-Man. Die spielen jetzt schon mit He-Man und Skeletor, Baby. Ja, weil es ja nichts anderes gibst. Und im Kindergarten kann man schon her mit dem Krampfen und so gehen. Nein, da sagst du ja nicht, dass der He-Man viel cooler ist. Zack, schmeißen sie ja der Pokémon-Club schon hinter dir und spielt mit He-Man. Wenn das wieder der Kani hört. Ei. Das Pokémon-Club. Aber dafür gesagt, dass der He-Man gut ist. Also das ist, vielleicht hasst er mich nur halbert. Naja, was soll's. Ja. Einmal mehr hassen, was soll's. Kobi, erzähl du. Da bleibe ich mal thematisch so in der gleichen Ecke. Also ich bin auch bei Netflix, ich habe auch was Zeichentrickartiges gesehen. Okay. Anime-artig. Und zwar, ich habe mir die Serie zu Cyberpunk angeschaut. Edge Runners. Cyberpunk, sagt er was? Haben wir vielleicht das Spiel, genau. Ja. Und das Spiel, nachdem ich das ein bisschen recherchiert habe, basiert ja auch wieder auf irgendeiner Storyline, auf irgendeiner größeren Welt und so. Aber tatsächlich, Edge Runners orientiert sich schon sehr, sehr stark an Cyberpunk 2077. Und die Edge Runner sind praktisch so eine Vereinigung aus, ja, wie soll ich sagen, teilweise Killer, teilweise so Cyborgs, also die modifizieren dann auch ihre Körper und so. Und es geht in der Geschichte um den David, der halt von Schicksalsschlag zu Schicksalsschlag sich dann eben diesen Edge Runners anschließt und die Serie erzählt halt dann praktisch die Story davon. Es ist mein zweiter Anlauf gewesen, diese Serie zu gucken, weil damals, als es rausgekommen ist, 2022, habe ich schon mal eine gespitzt und habe nichts verstanden. Also sind wir wieder bei dem gleichen Phänomen mit Master of the Universe, aber es lag eher daran, ich hab da mit ganz vielen Begriffen nicht gleich was anfangen können. Ja. Ich habe, glaube ich, mal mit dem Kani drüber geredet, der hat sich das nämlich auch angeschaut und für den war das alles absolut verständlich, obwohl er das Spiel nicht gespielt hat. Und ich bin ja jetzt aktuell, du bist ja aufmerksamer Talkthrough-Hörer. Immer am Start. Genau, und weißt ja, dass ich da aktuell wieder in dieser Cyberpunk-Welt unterwegs bin. Und daher hat es natürlich sehr gut reingepasst. Und wir sind also zwischen 20 und 25 Minuten. Es ist einfach wieder krass. Also es war ein ganz komisches Gefühl dann zum Schluss. Es ist auch eine abgeschlossene Serie. Also kann man sich fast schon denken, worauf das dann hinausläuft. Aber es war so geil. Der Soundtrack ist der Wahnsinn. Es ist mitproduziert von den Machern von Cyberpunk 2077, also von CD Projekt Red. Und du merkst einfach, wie viel Liebe in diese Serie reingeflossen ist. Sowas ist immer schön. Total. Also diese Welt, die in Cyberpunk 2077 gebaut haben, findest du einfach in der Serie wieder mit noch mehr Elementen. Dieser Wahnsinn, der halt dann teilweise in vielen Leuten, die in dieser Welt drin stecken, einfach verankert ist, das sind da teilweise nur so Kleinigkeiten, wenn du dann da siehst, da gibt's halt dann irgendwelche Junkies, die sind nur noch in der virtuellen Welt unterwegs und das ist denen dann gerade egal, ob die anderen ihre Privatsphäre stören oder so und holen sie halt dann irgendwie mitten auf der Straße dann runter. Was? Aber halt mit so Vorrichtungen. Die schauen sich praktisch einen virtuellen Porno an. Das heißt der Braindance. Und ein Braindance ist was anderes wie ein Video. Du kannst praktisch die Erinnerungen nochmal auch gefühlsmäßig und auch von Gerüchen und was weiß ich alles nochmal halt anschauen. Okay.
Also ich habe jetzt das natürlich gerade mit diesem Porno-Beispiel gebracht, weil da denken sich wahrscheinlich die meisten Gott, boah, geil. Aber kann ich wieder mal mit meiner Ex. Oh Gott. Wieso denkt man denn sofort an das als erstes? Weiß ich nicht. Na, was ich hinausfällt ist, du kannst das natürlich dann auch mit Sicherheitskameras oder mit Erinnerungen und sowas dann auch machen und kannst dann so nachvollziehen, warum sind bestimmte Dinge einfach passiert. Mhm. Und ja, ich war wirklich sehr begeistert, habe mich dann auch ein bisschen über mich selbst geärgert, dass ich mir das beim ersten Mal nicht komplett angeschaut habe. Es ist sehr, sehr explizit und sehr, sehr grausam teilweise in der Darstellung. Mhm. Also gerade die ersten 5 Minuten sind eine Blutfontäne schlechthin. Okay, so grob wieder. Ja, schon. Es ist schon sehr grob. Aber an alle, die sich schon lange gefragt haben, soll ich da mal reinschauen? Also wer Interesse daran hat, an dieser Welt und so, sollte unbedingt das machen. Und alle, die Cyberpunk 2077 gespielt haben, sowieso. Also das ist ja fast schon ein Muss. Okay. Es kommen keine Gringers und keine He-Mans vor, also zumindest ist es mir nicht. Kann das dann was sein? Aber dafür gibt es Trompeten und Titten und tote Tiere wahrscheinlich, oder? Ja. Wenn das so grob ist, dann ist das alles voll bedient, oder? Tote Tiere weiß ich jetzt gerade nicht. Kann ich jetzt sagen, da müsstet ihr wahrscheinlich mir das nur mehr anschauen und ganz aufmerksam aufpassen. Ja gut, aber wenn es die anderen Passagen schon mehr erfüllt sind. Also durchaus. Also da bist du wärmstens umsorgt. Also da kann ich jetzt beim Himmel leider nicht dienen. Mit gar nichts von denen. Mei. Also ja, tote Tiere, vielleicht damit so wenn tote Monster sein, aber Tiere hilft nicht. Ist auf jeden Fall cool. Die Titelmusik ist auch von Franz Ferdinand This Fire. Weiß ich nicht, ob der das was sagt. Na, gar nicht. Was ist das? Okay. Ja, dann kann ich das jetzt gerade aber eine vorsingen. Ja, ich habe jetzt also die Stats ich glaube, das ist Anfang der 2000er anbieten. Nein, das war Anfang der 2000er Rockband. Okay. Franz Ferdinand. Und ja, genau. Okay. Also so ein bisschen Pop-Rock, kann man sagen. Ist dann vielleicht nichts für die. Aber also ich habe das ziemlich gefeiert, dass die den Song genommen haben, weil ich habe beim ersten Mal hören dann gedacht, krass, das kenne ich doch, das passt doch da jetzt überhaupt nicht rein. Ja. Aber je weiter du in der Serie voranschreitest, umso besser passt dieser Titelsong auch zur Handlung. Und am Ende sitzt du, wie schon gesagt, dann da und denkst da, geil. Also wirklich geil umgesetzt. Sehr schön. Ja. Immer schön, wenn man sowas hat. Sehr schön. Was hast du denn noch? Ich habe nur eine Serie angeschaut. Die haben wir nämlich jetzt gerade erst beendet. Und zwar, der Kani und ich haben einmal zu unseren Anfangszeiten von Viva la Movolution die Ehre oder die Freude gehabt, dass wir einen Adolfo Kolmerer und einen Arend Remmers interviewen zum Kinoscreening von Schneeflöckchen im Kinos im Andreasstadl in Regensburg. Und seitdem verfolge ich die Karriere von denen zwei eigentlich recht aufmerksam, weil die machen auch weiterhin, oder jenseits von Schneeflöckchen, weiterhin miteinander Projekte. Mittlerweile glaube ich auch, was ich nicht, Deutsches für deutsche Fernsehserien, und das letzte war Slowburn, glaube ich, wo sie gemacht haben. Diese Pandemie-Serie, die kurz vor der Pandemie rausgekommen ist und schon fast irgendwie prophetisch war. Und die haben jetzt eine neue Serie gemacht und die heißt Oderbruch. Sagt dir das was? Na. Gar nichts. Da bin ich nämlich auch nur über so Facebook und so drauf gekommen, weil ich dann gesehen habe, okay, da kommt eine so eine Mystery-Crime-Serie und ich wollte schon seit längerer Zeit einmal so eine deutsche Crime-Serie mir anschauen, nur das ist malerweise viel Blabla. Aber da habe ich mir gedacht, was, wenn dieser Mystery-Aspekt da dabei ist und wenn das vom Adolfo ist und vom Arendt, dann schaue ich da mal rein und war sehr begeistert, muss ich sagen. Also die ganze Atmosphäre und so wirkt eher wie so ein Schweden-Krimi-Ding. Habe ich zwar jetzt keinen Titel dazu, aber ja, wer diese Schweden-Krimis da, ARD und ZDF so ein wenig kennt, der weiß, auf was er sich da einlässt. Das schaut nicht wirklich deutsch aus. Das einzige Problem ist, dass der Sound recht
dumpf ist. Also ich habe oftmals mit den deutschen Serien oder Filmen dann mit dem O-Ton ein wenig ein Problem, weil es, ja, wenn es recht dumpf ist, dann habe ich da ein wenig ein Problem. Und das ist also habe ich bei der so dark-like aus. Ja, also genau. Ja. Sehr, sehr, sehr düster. Sehr düster, sehr depri, komplett humorlos. Im Endeffekt geht es darum, dass in so einem Kaff wird mitten auf einem Feld ein riesiger Leichenberg gefunden. Da haben menschliche Leichen und Tierleichen gestapelt, weiß ich nicht, zu Hunderte. Also ein richtiges Riesending liegt da rum. Und da wird dann die Polizei natürlich informiert und das wird natürlich die ganze Umgebung abgeschottet. Und in diesem Kaff leben nur eine Handvoll Leute, die dann quasi interviewt werden, befragt werden zu dem Ganzen. Darüber hinaus kommt dann ein Polizist in das Dorf, der da rausstammt, der kommt da quasi in das Dorf, weil er die ganzen Leute eben erkennt und dann haben sie gemeint, okay, er kann die Leute besser befragen, weil er ja einen Zugang zu einer hat. Dann kommt auch noch eine junge Dame, die auch wieder in Bezug steht zu den Polizisten und so sagt man halt dann in Rückblenden, wie die zwei zueinander stehen, wo es eine Kindheit da damit zum Tor hat, wo es eine Eltern damit zum Tor haben und ja, und so nach und nach entblättert sich halt dann das Geheimnis um diesen Leichenberg und warum das ja ganz schön viel Blut verloren gegangen ist an den Leichen. Genau. Und das sind jetzt 8 Folgen sind's. Das Problem bei mir ist halt auch ganz oft bei so Serien, wo ich sage, okay, vielleicht war es auf 6 Folgen auch erzählt gewesen, war es wahrscheinlich auch. Aber Meier so ist halt jetzt nicht ganz so straff, wie es vielleicht sein hätte können. Ist aber wirklich sehr einfallsreich. Also ich denke mir dann oft so nach 2, 3 Folgen, was wollt's mir jetzt eigentlich noch alles erzählen? Eigentlich ist mir schon so gut wie alles klar. Nur dann, wenn dann diese Zusammenspielung kommt zwischen so einem Handlungsstrang, der quasi bis jetzt vernachlässigt worden ist, trifft auf unsere momentanen Handlungsstrang, dann sagst du, okay, wenn das zwar zusammenspielt, dann ist das natürlich eine größere Intrige, die da dahinter steckt und so. Und das finde ich dann schon cool. Das hält mich dann auch bei Laune. Und die Figuren, wie gesagt, die schwanken zwischen totale Sympathen und komplette so Hillbilly-Arschlöcher. Ich fand auch, dass die Schauspieler das ziemlich gut gemacht haben. Ich habe jetzt keinen Schauspieler da rausgesehen, den ich irgendwo kennt habe. Ist jetzt bei mir kein Kunststück, weil ich da nicht stark unterwegs bin da bei deutschen Filmen und Serien. Aber die Schauspieler, die ich gesehen habe, die waren wirklich super gut. Das Ding war spannend. Vom Blutgehalt her, also es ist mit der Frage ab 16 geht das eigentlich durch. Es sind 1, 2 Folgen dabei, wo hin und wieder mal so eine Gewaltspitze drin ist, aber es ist jetzt nicht wirklich hart, das Ganze. Aber gut, diese Leichen und so, die haben halt schon handfest hergekriegt, das schaut schon richtig realistisch aus und so. Ich habe mir dann also das Making-of noch angeschaut, das war dabei, ich habe mir es übrigens angeschaut in der ARD-Mediathek, da ist auch noch so ein kurzes Making-of dabei, wo man dann auch sieht, wie es das gemacht haben mit den Leichen und dass da auch direkt Berater von der Polizei und von der Forensik dabei gehabt haben, weil dass dieser Realitätsanspruch, den sie an die Serie gehabt haben, die Macher, adäquat rüberbringen und das fand ich halt schon sehr stark. Was ich noch sagen kann, ist halt, dass das jetzt nicht nur weil ich es eben auch einen Arbeitskollegen von mir zum Beispiel empfohlen habe, der hasst zum Beispiel alles, was übernatürlich ist. Dann empfehle ich ihm diese Serie und es kommt dann auch noch eine Art übernatürlicher Aspekt dazu. Also wer jetzt da nur auf eine reinrassige Krimiserie oder Mystery-Serie sich da einpendelt, so Tatort-mäßig oder so, der wird wahrscheinlich auf die Schnauze fallen, weil einen Hauch von Übernatürlichem haben wir da mit dabei. Wo es dem Ganzen aber sehr gut steht, muss ich sagen. Genau. Also ich spreche eine Empfehlung aus für Oderbruch. Also rein von den Bildern, die ich gerade gesehen habe, macht es auf jeden Fall Bock. Und ist es eine abgeschlossene Serie? Oder? Ist abgeschlossen, ja. Okay. Das ist dann natürlich auch dann nochmal interessant. Das sind meistens dann so Sachen, die kennt man dann irgendwann bei Netflix und dann glaubst du, boah, coole neue Serie auf Netflix, wie toll. Ja. Und irgendwann stellst du fest, was ARD? Ja, genau so schaut's aus. Aber das ist komisch, weil irgendwie, also das verbindet man halt eigentlich immer mit was Schlechten, aber ja, auch ZDF und ARD produzieren mittlerweile teilweise sehr, sehr coole Sachen. Dieses eingeprägte Gefühl mit dem
das geht zumindest nach und nach immer weiter weg. Ja. Aber ist ja schön, oder? Wenn man dann sagt, okay, das sind wirklich zwei Regisseure, die verfolgst du jetzt schon ganze Zeit lang und dann bringen sie so ein Serienbrett. Jo, echt stark. Also der Adolfo Kolmerer ist der Regisseur von dem Ganzen und der Produzent und Drehbuchschreiber ist der Arend Remmers. Also die haben nicht beide Regisseure. Und noch irgendein anderer deutscher Regisseur hat da mitgewirkt. Christian Albert. Ja, richtig. Genau, den kenne ich auch noch. Genau, also wie gesagt, es ist wirklich ein starkes Projekt. Und was ich auch sehr geil fand, was ich noch sagen wollte, diese Stadt, in der das spielt, so abgefuckt wie die ist. Also wenn die da in irgendwelche so Häuser reinkommen und so. Also das schaut wirklich aus wie Deutschland nach dem Krieg. Also wie wenn da in dieser Stadt da die Zeit irgendwie stehen geblieben war. Und es ist schon sehr bedrückend vom Ganzen, von der Ausleuchtung her und wie abgefuckt und schmudderig das Ganze ist. Und das fand ich halt auch so für die Atmosphäre war halt das Wahnsinn. Also ich kann das wirklich empfehlen. Wie gesagt, bei ein paar Längen drin hätten wir wahrscheinlich auf 6 Folgen erzählen können, aber anderer sagt, was möchtest du überhaupt? Charakterentwicklung. Ich brauche die 8 Folgen. Aber wie gesagt, ich kann das empfehlen, war gut. Du, es gibt bestimmt Leute, die hätten gesagt, du, Viva la Movilusion, der Podcast, mehr wie 10 Folgen brauche ich nicht. Sagen sie zuerst und dann hauen sie die 11., 12., 13. rein und dann hauen sie sie alle rein und dann fangen sie nochmal von vorne an. Genau, und schwupps bis bei 220. Richtig. Ach, schön. Ach, schön. Und ja, bei dir? Ich muss sagen, ich habe an neuen Sachen, also ich habe eigentlich nur noch ich habe selbstverständlich in Ding reingeschaut, in Schneegesellschaft. Ah ja. Bin aber noch nicht durch. Deswegen kann ich das eigentlich noch nicht vollumfänglich hier mitnehmen. Aber hier mal die Frage, hast du auch schon reingeschaut? Nein, bis jetzt nicht. Okay. Ich habe den Trailer mit meiner Frau geschaut und die hat dann gemeint, das wird vielleicht ein wenig zu krass. Auch vom Ganzen, wie intensiv das Ganze dann ist und wie dramatisch und hart das dann vielleicht da wird, weil man hat ja den Überleben gesehen. Deswegen habe ich gesagt, jetzt schaue ich da zuerst einmal allein rein. Also der Absturz, ja, das ist hart. Also das ist, da haben sie sich schon Mühe gegeben, dass man halt dann da sitzt und sie denkt, was, oh Gott. Aber ja, wie schon gesagt, die haben ja jetzt noch nicht ganz fertig geschaut. Mir fehlen, glaube ich, nur so die letzten 25 Minuten, halbe Stunde, irgendwie sowas. Da haben sie quasi schon mal gefressen jetzt, oder? Ja. Das passiert schon recht früh. Ja, weil sie einen Appetit haben, kann man schon vorstellen. Na, aber ist schon beeindruckend. Also schauspielerisch und so schon zu Recht auch ein Oscar-Kandidat. Jetzt ohne Schmarrn, das habe ich gar nicht gewusst. Doch. Netflix hat da schon ein kleines Händchen dafür. Ja, wenn du dir das natürlich alles anschaust, wie realistisch das alles ausschaut. Also ich habe jetzt da kein Making-of oder so gesehen, aber ja, ist schon echt sehr gut gemacht. Meine Herleitung dazu ist jetzt, ich habe nur einen anderen Netflix-Film gesehen, der war sehr lange jetzt auf der Top 10 und ich finde den total beschissen. Okay, dann sprich was. Leave the World Behind. Mit der Julia Roberts, oder? Yep. Also da gibt es ja auch nur 2 Lager, also zwischen total beschissen und Meisterwerk gibt es ja auch nicht viel, oder? Julia Roberts spielt mit, Ethan Hawke oder Ethan Hawke, ja. Nein, Ethan Hawke. Genau. Was ist stumm? Kevin Bacon spielt mit und ja, man sieht den Trailer und denkt das sieht man ja diese Szene, wie diese Familie mit der Julia Roberts dann am Strand liegen und dann kommt dieser Frachter zu und dann sagen schon, oh Gott, er bremst nicht, er kommt immer näher. Ja. Und also ich habe mich ziemlich verarscht gefühlt von dem Film. Also ich habe mir diesen Film auf 5 Mal angeschaut. Wow. Und nur, weil ich wirklich gehofft habe, dass der Film am Ende bei mir also ein Gefühl verursacht, so, ja, ach so, deswegen war das alles. Ja, dann schaue ich mir den aber nochmal an. Und dann denke ich mir bestimmt, okay, ist doch gar nicht so langweilig und so ein dummer Mist. Das Gefühl hat sie allerdings nicht bestätigt. Ich habe dann danach sogar, weil ich irgendwie gehofft habe, okay, vielleicht habe ich ihn einfach nicht verstanden,
nochmal danach gegoogelt und habe dann das Ende nochmal nachgelesen und habe mir dann gedacht, okay, ich habe es doch verstanden und ich finde scheiße. Ja, ich habe aber gehört, dass sie da an dem Schluss, da stören sie aber ganz viel. Wo ich sage, der Film war ja nicht schlecht, aber der Schluss. Aber du sagst, der komplette Film ist Ausfall, oder? Der Schluss, also praktisch so die Schlussszene fand ich okay. So wie der Film endet, ist es okay, ist es nicht befriedigend, aber auf gar keinen Fall. Alles, was davor passiert. Und diese Herleitung und dieses Aussetzen zwischen gruseligen oder spannenden Szenen, das wird halt so lang ausgesetzt mit belangloser Dialogscheiße, das kannst du nicht vorstellen und du schaltest immer wieder ab. Du denkst immer wieder, ja, Film, möchtest du mich jetzt unterhalten oder nicht? Was willst du? Und du sagst halt dann irgendwann zu Julia Roberts, was willst du? Oh Mann. Ganz schlimm. Ich versuche mal ganz kurz nur das zu umschreiben. Es ist so eine Familie da mit der Julia Roberts, ihre 2 Kinder, die wollen Urlaub machen. Und auf einmal passieren lauter komische Sachen. Das Internet fällt aus. Teilweise fällt dann der Strom aus. Irgendwelche Flugzeuge stürzen vom Himmel. Wie schon vorhin erwähnt, ein Frachter fährt auf dem Strand zu und alle machen dann so eine Art Geheimniskrämerei dann auch draus, weil man weiß jetzt nicht, was passiert jetzt da gerade. Und ja, und das zirkt sich halt dann dadurch, diese über 2 Stunden. Ich verstehe. Also manchmal, da tut mir das dann selber weh, weil ich schaue mir das an und denke mir, ey, da müssen Millionen geflossen sein. Allein schon der Cast. Schon der Cast, wenn man sich das überlegt. Weil Julia Roberts wird ja nicht gesagt haben, ach Mensch, die Geschichte, die gefällt mir, das mache ich umsonst. Glaube ich jetzt auch nicht. Und das macht mir dann irgendwie innerlich so richtig traurig. Das glaube ich. Geld verbrennt, da hätte man einen guten Film auch machen können von dem Geld, oder? Ja, richtig. Wirklich, richtig. Aber na, gibt's halt nicht. Macht man nicht. Jedem, den der Film gefällt, schön. Aber ich verstehe die große Mehrheit, die sagt, nö. Okay. Haben wir Miss Story mit was Übernatürlichem zum Tor oder nicht? Na. Aber das ist jetzt eigentlich schon wieder so ein Major-Spoiler. Also es macht es eigentlich dann nur noch trauriger. Okay, ich glaube, wir reden dann noch mal kurz, wenn das Mikro aus ist. Das interessiert mich jetzt doch. Ich werde mir den Scheiß wahrscheinlich nie anschauen. Ich habe den Trailer gesehen und habe mir schon gedacht, das schaut so nach Schamala Ding Dong Billigmist aus. Also Schalamala Ding Dong in no mistiger wie es sonst. Also es gibt zwei richtig coole Einstellungen und die haben beide was mit Rehen zu tun. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht sieht man es im Trailer, aber das war's. Okay. Dann haben wir zumindest tote Tiere in dem Film, oder? Oh, auch nicht. Kommt da durch der Elch? Oder das Reh? Ich könnte mich gerade nicht daran erinnern, dass da. Nein, egal. Ich glaube, es gibt nicht mal tote Tiere. Puh. Wieder mal. Keine Trompeten, keine Titten. Ich habe deine Letterboxd-Bewertung habe ich eben gesehen und habe mir dann schon gedacht, Auwetzwick. Genau das, was ich irgendwie so erwartet habe. Aber da war ich ja sogar noch nett, oder? Das ist ja was sehr nett, ja, muss ich schon sagen. Für das, dass er so ein Müll war. Du darfst jetzt gerne erzählen, was du da noch gesehen hast. Ich google das dabei, was ich da geschrieben habe. Ich bin über Instagram angeschrieben worden von der Busch Media Group und die wollten, dass ich einen Film anschaue von einer. Und zwar, den heute jetzt gerade mal ins Kamera, schau mal her. Siehst du das? Deep 4, schau mal her. Mit einem Hai. Mordshai drauf und, geil, eine Frau oder? und so. Also, der Film heißt eben Deep 4, Tauch um dein Leben. Am Cover hinten der Hintern von so einer Latina, der Namen, den schmatzt jetzt auch gar nicht aus, weil sonst beleidigt wieder eine ganze Nation. Die spielt in House of Gucci mit. Nein, ich versuch's wirklich nicht. Auf alle Fälle ist es bei dem Film so, dass diese junge Latina ihr ein Boot übersetzen möchte von A nach B.
und gerät dabei in einen Sturm, oder der Sturm ist kurz vor ihr und sie schluckt dann einen Haken ein, dass diesen Sturm umschippen kann und trifft dann auf 2 Schiffbrüchige, die auf so eine Art, also so wie bei Titanic, dass die Kate Winslet auf dem Bug da drauf ist oder auf der Tür von der Titanic und der Leonardo hat nicht aufhören dürfen, gerade da, ihr Typ hat aufhören dürfen, also die haben so zweit da drauf. Okay, genau. Deswegen sind sie dann fast gestorben. Nein, gar nicht, weil der war ja genug Platz, ne? Achso. Und dann ist es so, dass sie die 2 Schiffbrüchigen zu Hilfe eilt. Nur stellt sich dann raus, dass die 2 Gangsters sind. Und direkt unter einer, also die ist einer Platte oben, ist noch mit einem Seil verbunden zum Schiff runter. Und sie haben da drunten was versteckt und wollen jetzt, dass diese Latina mit Sauerstoffflasche da abtaucht und dieses Klump darauf holt. Genau, aber wir haben dann auch, dass wir eben diesen Heino haben, der quasi am Cover drauf ist, der kommt auch noch. Und der, sorgt auch noch für allerlei Spannung und irrwitzige Momente. Aber man darf jetzt vor dem Film keinen reinen High-Film oder High-Horror-Film erwarten. Es ist im Endeffekt ein Abenteuerfilm wo Mutter Natur eingreift in Form von einem Hai und frisst ein paar Leute. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Also wer jetzt wirklich den Hauptaugenmerk auf High-Film legt, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Aber wenn er sagt, er kriegt jetzt einen coolen Abenteuerfilm, dann ist er nicht ganz so enttäuscht. Und als das geht er durch. So, also er hat seine spannenden Momente drin. Der Hai, wenn er in Aktion tritt, ist wirklich ganz stark animiert, schaut schön aus. Haben wir ganz weit weg von so, die typischen 0815 Billig-Dinger, die man so jetzt die ganze Zeit sagt. Und er war spannend. Schauspieler gingen durch, es sind nicht auch nicht viel, es ist sehr, sehr reduziertes Setting, weil wir im Endeffekt nur auf diesem Schiff sind und unter Wasser in dem Schiff. Also das Ding ist auch mit 85 Minuten ist alles sehr verzeiht. Ein paar Wendungen haben wir noch drin und so. Und also wie gesagt, als Abenteuerfilm geht der durch und gut sogar noch. Gut, aber wie gesagt, wenn man sich jetzt also durchs Cover so einen High-Horror-Film erwartet, dann wird man enttäuscht. Das andere ist halt auch wieder, was hinten am Cover draufsteht. Der spannendste High-Thriller seit Steven Spielbergs Der weiße Hai. Freunde, das killt euch. Also weiß ich nicht. Also wenn das jemand da drauf schreibt und das Ding kauft sie einer und sagt, Walleck Multimedia, das Magazin hat gesagt so und so, und du schaust dir den an. Ich hab das jetzt Gott sei Dank ich lese das jetzt halt erst nicht, bevor ich den Film eingeschmissen habe. Was möchtest du mit solchen Erwartungen? Da kann doch der Film nur beschissen werden. Warum muss ich denn da schon wieder so ausholen? Was ist denn los? Vielleicht haben die nur Der weiße Hai gesehen und jetzt den. Ja, aber nur den und dann weißt du, nein, da gibt es noch 500 andere, die wo man durch Zufall schon mal irgendwann auf RTL 2 gesehen hat. Ja, nur Mac. Also seien wir nicht böse. Nur Mac. Also es wird dem Film nicht gerecht, ich sag das gleich. Also er ist anständig produziert, er ist anständig gemacht, hat wunderbare Landschaftsaufnahmen, war teilweise auch spannend. Die Schauspielerin, die versuchen es wirklich die ganze Zeit in Szene zu setzen. Also sie versuchen es wirklich. Also die wissen, was von der Tante haben, die schaut nicht schlecht aus, die ist sauber gebaut und an der filmen sie die ganze Zeit rumdumm. Auch wenn es dann allein ist auf dem Schiff und so. Also es wird dann nicht langweilig, weil die Kamera kreist um diese Dame die ganze Zeit und die hat einmal weniger an, dann hat sie wieder wegen mehr an und so. Also sie machen sich da so einen Spaß daraus und um ein paar Schauwerte zum Liefern. Im Großen und Ganzen ist das wirklich ein Film, den man schauen kann. Und ich glaube, dass ich gesehen habe, dass der jetzt sogar bei Netflix schon drin ist irgendwie. Also wenn Sie es schaut einmal, die wo gern physische Geschichten haben, die stellen sie den ins Regal, die können sie den gerne mal anschauen und die anderen, die hauen sie den wahrscheinlich bei Netflix rein. Kann man nichts verkehrt machen. Wie heißt der Film? Deep 4. Also nicht wie die 4, sondern 4 wie die Angst. Tiefe Angst. Ja. Okay. Cool. Also kein Meisterwerk wie Stephen Spielbergs Der weiße Hai. Entschuldigung. Oh Gott, aber wirklich ein solider Abenteuerfilm. Bam. Stephen Kings Weißer Hai ist wahrscheinlich wirklich das war der Wahnsinn. Alien. Alien, der durch Dimensionen schwimmen kann. Und das dann war super. Ich war sofort dabei. Hat dann wahrscheinlich in Little Rock irgendwo rauskommt und dann Castle Rock. So, ach geil, Castle Rock, ja. Und dann heißt, oh Gott, wieso sind hier Haischuppen mitten hier in unserem Einkaufscenter? Das kann doch schon passieren. Ja. Und der Stephen King will uns wieder aufmerksam zuhören, mitschreiben und sie denken, Dankeschön. Aber wir haben es schwarz auf weiß, dass wir mir in die
Juli, ja. Januar, wo Lex 2024 schon drüber geredet haben. Also, ja. Er kann das gern machen, aber er muss dann sauber abdrücken an uns. Kabi, was hast du noch gesehen? Oder gespielt? Nein, gespielt nicht. Sag mal, was du gesehen hast. Für die Leute, die jetzt nur darauf gewartet haben, ob ich erfolgreich war bei meiner Suche, was ich denn jetzt bei Leave the World Behind geschrieben habe. Ich habe im Prinzip genau das gleiche geschrieben, wie das, was ich gesagt habe. Ich habe aber 2 Sterne vergeben, und zwar mit der Begründung, es haben jeweils die Flamingos, die in dem Film vorkommen, und dann natürlich die Rehe jeweils einen Stern verdient. Okay. Es kommen in dem Film Flamingos vor. Wow. Flamingos. Es ist einfach eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Warum? Aber der fand die nicht dabei sein. Nerven die? Ja doch, aber es macht halt einfach gar keinen Sinn. Es ist einfach nur keinen Sinn. Bescheuert. Es ist nur dumm. Okay. Apropos dumm. Ja, apropos. Ich habe momentan wirklich ganz, ganz große Konzentrationsschwierigkeiten, was Filme betrifft, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich sitze mir jetzt hier und schaue mir jetzt da die nächsten 2 Stunden in Ruhe einen Film an, weil ich aktuell wieder in 1000 Themen unterwegs bin. Aber seit Silvester habe ich wieder mal ein bisschen in TV Total reingeguckt. Nicht in das Gibt's Neue. Das noch? Also ja, es gibt jetzt wieder TV Total. Okay. Mit dem Sebastian Puffpaff. Der heißt wirklich so. Nein, tut er nicht. Doch. Die Der Abkürzung heißt nicht Puffpaff, Corby. So keiner darf so heißen. Was ist denn los? Ich google jetzt. Red weiter, ich google, wie der heißt. Okay, gut. Das gibt's nicht. Da kann man nicht Puffpaff heißen. Der heißt mit Abkürzung Puffy. Wenn du mit deinem Kind zum Pfarrer gehst und möchtest eine Taufe los und sagst, ich bin ja, dass er Puffpaff heißt, dann taucht dann wahrscheinlich erst recht unter im Taufbecken. Was ist denn los? Bei dem ist er zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, er soll Sebastian heißen. Sebastian ist sein Vorname. Dass sein Nachname Puffpaff ist, da kann ja er wohl nichts dafür. Scheiße, ja. Ich hau alles zusammen. So gut, darf nicht Puffpaff heißen. Aber das meine ich ja gar nicht. Ich habe mir praktisch so ein bisschen die Highlights. Du hast das, okay, also Mike hat jetzt gerade gelernt, dass der wirklich so heißt. Ja, Sebastian Puffpaff, ja. Gut, weiter haben wir es, ja. Okay, gut. Ich habe mir natürlich so ein bisschen die Highlights angeschaut vom Stefan Raab, habe dann festgestellt, eigentlich die ganzen Highlights waren in den ersten 2 oder 3 Jahren. Danach ist es ja teilweise rapide bergab gegangen. Und damals gab es immer so eine Jubiläums-DVD, 10 Jahre TV Total. Hab ich geliebt. Wie oft ich mir diese Scheiße angeschaut habe. Ja. Die ganzen Rabigramme und was weiß ich. Und wenn er dann bei RTL versucht einzubrechen, super. Habe ich mir dann gedacht, weil ich habe das als Sicherheitskopie damals gehabt und weiß jetzt ehrlich gesagt immer, wo ich das habe. Also habe ich mir gedacht, ich kaufe mir die DVD. Dann ein Ding der Unmöglichkeit, diese 10 Jahre zu bekommen. Du musst jetzt die 15 Jahre Best-of kaufen. Okay. Und da muss ich auch wieder sagen, also zum einen zwar natürlich Warleg, TV Total, damals war geil. Balek, diese 15 Jahre DVD, so ein Bullshit. Man lässt einfach die Hälfte der Rabigramme weg. Man kürzt diese ganze Anfangszeit auf ein Minimum und hat nur irgendwelche Scheiße rein von den letzten Staffeln, damit man so eine gesunde Mischung drin hat. Interessiert doch keine Sau. Das interessiert doch niemanden. Jeder weiß doch, TV Total war ab, weiß ich nicht, 2003 halt nur noch langweilig. Ja. Natürlich, dann kam das mit dem Eurovision Song Contest, wo dann Lena gewonnen hat und was weiß ich alles. Ja. Nein, Corby, da war man schon scheiße. Das war schon alles scheiße. Also braucht man nicht schmerzen. Das wirklich, ich gebe dir das, also TV Total war am Anfang sehr extrem lustig. Also, was ich da gelacht habe mit der Scheiße, Tränen. Ja. Aber es hat sich abgenutzt, das sehe ich genauso. Ja. Na, es ist dann wirklich traurig. Ich verstehe ja, warum der Stefan Raab dann bei der letzten Folge, da bei den letzten Einstellungen dann auch weint. Weil es endlich vorbei ist, sagt man, weil es endlich vorbei ist. Ja, zumindest habe ich es sehr, sehr genossen, so diese ganzen alten Erinnerungen wieder reinzuholen. Losch und Maschendrahtzaun, das ist Weltklasse. Also das ist wirklich super. Oder dass er selber beim Eurovision Song Contest mit einem Lied angetreten ist, das Warte hatte Dudi da heißt. Ja. Fast so ein Piff-Puff. Puff-Puff war's da. Puff-Puff, Entschuldigung. Ja.
Aber ja, wie schon gesagt, so diese 15 Jahre Best-of-DVD, da habe ich mich ziemlich verarscht gefühlt. Da bringen sie halt dann also Mist rein, wie so die besten Comedians. Und du merkst halt anhand von der Liste, okay, das sind jetzt alle großen deutschen Comedians, die wahrscheinlich auch dafür gezahlt haben, dass die halt dann damit drauf sind. Oder vielleicht zufällig von der gleichen Produktionsfirma stammen. Ja. Aber gerade so diese Highlights von früher, wo er nur den Raab der Woche verteilt hat. Wo ja auch Typen dabei waren, wo du halt dann denkst, Alter, was ist los mit euch? Das ist halt da überhaupt nicht drauf. Ja. Aber sie war es ja auch damals auch mit dem Bulli. Diese Bulli-Parade waren ja diesen ersten 2 Staffeln oder die ersten 2 Jahre war ja auch Weltmacht. Das war ja auch so lustig, dass ich, ja, das waren diese, die glaube ich, ist sogar hintereinander gekommen, glaube ich, oder? Irgendwie TV Total und dann Bulli-Parade oder irgendwie so. Hey, das war geil. Da bin ich daheim gesessen, Videorekorder programmiert, zack, Aufnehmer, geil, lustig. Aber wie gesagt, das hat sich dann alles abgenutzt mit der Zeit und Bulli, ja, wisst man ja, das ist dann ganz schön schnell, ganz schön scheiße geworden. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Fortsetzung Shoot is Manitou, weil ich fand keinen von den Filmen bis jetzt wirklich gut. Ich habe einen Shoot is Manitou damals im Kino gesehen und seitdem nimmer. Das heißt wahrscheinlich auch einiges. Okay. Ja gut, ich muss aber sagen, ich bin da eine völlig andere Altersklasse gewesen, als ich Shoot is Manitou gesehen habe. Ich habe mir den, glaube ich, ungefähr 6 Mal im Kino angeschaut. Was? Mein Bruder hat jeden Dialog auswendig gewusst. Wahnsinn. Der hat ist es dann Zeit noch keine gescheite Filme gegeben? wir haben mal so eine riesige Audioanlage daheim gehabt, wo du Kassetten halt auch aufnehmen hast können. Und dann ist er da gesessen mit dem Mikro, hat selber Kassetten aufgenommen von Shoot is Manitou. Cool. Er hat diesen Film nachgesprochen. Wow. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das war ja witzig. Das war natürlich witzig, wenn so ein kleiner Stumpen dem Film nachsynchronisiert. Stark. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also das Humorlevel, das ist halt mittlerweile einfach eher Fremdschämen. Und da muss man ja sagen, hat der Stefan Raab das schon richtig gemacht, dass er sich halt dann einfach da zurückgezogen hat. Dass der dann auch gesagt hat, okay, meine Zeit ist jetzt vorbei. Ja. Ja, irgendwann hat man doch den Raab nicht mehr sehen können. Turmspringen, mit irgendeinem Scheiß irgendwo oberrutschen, irgendein Schlag den Raab und was weiß ich. Die Fresse, die war überall. Also mir hat das gewundert, dass die Leute den nur so lange sehen wollten. Also irgendwann war das vorbei. Und jetzt, wenn er dann mit seinem Biss da dahergekommen ist und hat blöd umeinander grinst, ich hab mir den nicht mehr anschauen können. Aber gut, was ist. Ja, aber du musst schon sagen, er hat halt das deutsche Fernsehen schon ein Stück weit revolutioniert. Also der hat halt da einfach mal Sachen gemacht, die gab es halt davor auch nicht. Und das muss man ihm schon anerkennen. Also, ja, aber braucht's das, eine VOG-WM? Braucht's das? Warum nicht? Schreibt es in die Kommentare. Braucht's eine VOG-WM, Freunde? Braucht's eine VOG-WM? Braucht's ein Promi-Turmspringen oder so ein Scheiß? Braucht's das? Schreibt es eine. Stocker war cool. Und das weiß ich. Du musst ja sagen, es gibt ja das Format von Schlag den Raab immer noch. Oder? Immer noch? Ich glaube schon, oder? Die haben ja dann weitergemacht. Also Schlag den Star oder irgendwie. Genau, so, da haben es dann mit Schlag den Star weitergemacht und keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das immer noch gibt. Okay. Naja. Naja. Und ich habe mal sagen lassen, der Puff Sebastian macht einen guten Job. Aber ich habe nur nichts davon gesehen. Okay. Ja. Na, bin ich raus. Das ist jetzt praktisch so ein bisschen mein, cool, die ganze Erinnerung von damals und das, was wir so scheiß lustig gefunden haben. Und dann das, oh Gott, das wird immer schlechter. Und ja, ich bin wirklich enttäuscht von dieser 15 Jahre Best-of, weil das ist für mich einfach nur Frechheit. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe noch was gesehen. Ja, und zwar, den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Und zwar 2011 war der im Kino. Das Manitou. Periode, blablablu. Wie hat der geheißen? Traumschiff zur Brise, Traumschiff oder? Periode 1, ja. Unser Schiff habe muss, ich nicht gesehen. unser Nein, Schiff da ich muss nie schöner anschauen. werden. Da ich nie anschauen. Ich darf dafür anschauen. Conan der Barbar von 2011. Mit dem Jason Momoa, unseren lieben Aquaman, als titelgebender Barbar Conan. Der Film erfahrt leider
sehr wenig Liebe, muss ich sagen. Also natürlich, wenn man jetzt dieses große Originalsekt mit dem Schwarzenegger, das ist schon schwierig, weil das natürlich schon ein Klassiker ist. Aber wer diese Marvel-Comics kennt, oder damals, Condor hat es bei uns damals geheißen, diese Taschenbücher. Corby, Condor-Taschenbücher, Marvel sagt da nichts, oder? Also Marvel habe ich schon mal gehört. Ja, und da gab es damals Comics von Conan der Barbar. Sehr viele an der Zahl. Und diese Illustration vom Conan entspricht 1:1 der Optik vom Jason Momoa. Komplett. Also kann der Schwarzenegger nicht einmal hinschmecken. Ich glaube eher, dass der Schwarzenegger wird wahrscheinlich eher an die Geschichten vom Ron E. Howard angelegt worden sein. Aber diese Geschichten aus den Comics, denen entspricht der Momoa komplett. Das ist auch wieder ein Film von Markus Nispel, der ja auch schon Remakes gemacht hat von The Texas Chainsaw Massacre, Freitag der 13. Und hat mit dem Michael Bay, mit Platinum Dunes ein paar so Geschichten da gemacht. Und wir von der Geschichte haben wir gar nicht so weit weg wie sonst. Also Conan wird am Schlachtfeld geboren, so ungefähr, wächst in einer Kannibalenfamilie auf, in einer Barbarenfamilie auf und wird ein ganz brutaler Kämpfer. Also zuerst ist er so ein Teenie im Endeffekt, dann wird sein ganz Dorf niedergemetzelt und er schwört dann Rache. Und der Stephen Lang ist da der Böse. Stephen Lang geht immer, wir wissen es, Don't Breathe und ja, in seinem unvergessenen Avatar natürlich. Aber in Don't Breathe ist ja der coole Blinde, der die Teens richtig geil einhorzt, und den Stephen Lang mag man einfach. Und er spielt da den Kala Sim, quasi, das ist ein böser Magier, der so eine Maske zusammensetzen möchte, um die ultimative magische Kraft zu erlangen, und kann dann quasi Königreiche stürzen und unterjochen. Und der Conan hat quasi immer noch eine Fehde offen, der ist jetzt da auch schon, weiß ich nicht, 35 oder was, ist ein Mordsviech, ist er mit Piraten unterwegs und so, tut Brandschatzen und tut Kämpfer und was weiß ich, tut hin und wieder mal ein paar Sklaven befreien und so, und ist halt eigentlich immer noch auf seinem Rachefeldzug, weil er diesen bösen Typen da um die Ecke bringen möchte, der seine Familie ausgelöscht hat. Genau. Und wen haben wir da jetzt noch? Genau, Jason Momoa haben wir. Dann Rose McGowan spielt mit, die spielt also Hexerin. Rachel Nichols auch wieder sehr ansehnlich, immer sehr ansehnlich, da auch sehr ansehnlich. Ron Perlman ist dabei als Conans Vater zum Beispiel. Genau. Und wir haben viel Action, wir haben viel Blut, also das Ding ist ziemlich brutal, also ist er ab 18 und auch zu Recht ab 18. Wo es dem Film ein wenig im Weg steht, ist seine lange Laufzeit. Der dauert mal hübsch genau 2 Stunden, wenn jetzt so ein 90 Minuten ist, dann ist es der Überfilm. Und ja, CGI hat ein paar so Sachen drin, die nicht mehr zeitgemäß sind, aber die waren halt zu der Zeit cool. Und an dem kann man sich jetzt aufhängen oder auch nicht, aber er hat ziemlich coole Sets trotzdem auch zum Bieten. Wie gesagt, Momoa, ein Tier, funktioniert auch ohne Bart. Da ist er rasiert zu der Zeit, hat er nicht einmal an Bord. Ich finde es furchtbar, wirklich. Ja. Also die Bilder, du findest es furchtbar? Die Bilder, die ich gerade sehe, also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass er das ist. Ach, jetzt hab. Dann war es okay. Aber jetzt dadurch, dass ich weiß, dass er der wie heißt der, Jason? Nein. Momoa. Genau, der Momoa ist. Wo ist dein Bart, junger Mann? Wo ist er hin? Na, Corby, lass ihn in Ruhe. Der macht das gut. Der passt sehr gut. Und wie gesagt, wenn du diese Comics mit googelst, dann, also diese Strategie, diese schwarzen langen Haare, das ist der Conan, den ich als Kind kenne. Also jeder, der sich da beschwert, das ist nicht der Conan, der hat die Comics nie gesehen, an denen das angelehnt ist. Und ja, ich habe wieder Spaß gehabt. Wie gesagt, ein wenig lang, aber sonst ist das Ding wirklich ein cooler Dark-Fantasy-Film, wie es heute leider viel zu wenig gibt. Wir haben mal in so eine Phase gehabt, wo dann halt da die Remakes gekommen sind von Kampf der Titanen oder so. Einfach ein paar so coole Fantasy-Filme mit Monster und coole Helden und Mädels in Not, die befreit werden müssen von einem Drachen oder Monster oder was weiß der Geier. Wir haben zwingend solche Filme mittlerweile und ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Ding. Genau. Also ich kann jetzt diesen Hass, den dieser Film auf sich zieht, von der Fanbase nicht nachvollziehen. War cool. Also rein von dem, was ich da sehe, hätte ich auch Bock, tatsächlich den zu sehen. Das mit dem Bart war halt jetzt einfach nur rein optisch, ja, weiß ich nicht, finde ich das halt jetzt eher gerade befremdlich. Aber du hast echt recht. Also, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, es ist in letzter Zeit eigentlich da so gut wie gar nichts mehr kennen, weil halt da einfach immer diese ganzen Comic-Verfilmungen, also aus DC und Marvel, viel zu präsent sind. Oder
dann kackt halt Disney wieder irgendwie, keine Ahnung, so eine Miniserie oder irgend so ein Blödsinn raus, keine Ahnung. Also, aber der erste Gedanke, den ich gehabt habe, als ich es gesehen habe, war 300. Ah, okay. Sowas war halt mal wieder cool. Also ja, da haben wir gar nicht mehr. So Schlachten-Epen oder so ist absolut nichts mehr am Start. Ich weiß noch, wie ich mir damals da die DVD gekauft habe von 300. Ich glaube, ich habe ja den irgendwie pro Woche mindestens 2 bis 3 Mal gesehen. Ja, den habe ich auch sehr oft gesehen. Das war ein starkes Ding. Ja. Und den zweiten Teil dann irgendwie nicht mehr. Ich habe den dann im Kino gesehen und ich glaube seitdem sogar gar nicht mehr irgendwie. Sie ist natürlich schon cool. Die Base. Eva Green. Ja, genau. Gerät. Aber hallo. Aber ansonsten ist die komplette Handlung für den Arsch. Weiß ich nicht mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, dass der Typ mitspielt von der Serie, wo es schießen, da wo ich jetzt auch einen Namen nicht mehr weiß. Scheißegal. Ja, aber er war, glaube ich, brutaler wie der erste, aber wie gesagt, ich weiß vom zweiten so gut wie gar nichts mehr. Die wollten halt da nochmal einen draufsetzen, aber es hat halt auch nicht mehr dann so gut funktioniert. Mhm. Na, schön. Also ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es da 2011 einen Conan gab. Okay, da hast du ja wieder was gelernt. Ja. Und der Markus Nispel hat dann noch mehr einen Film gemacht, der ist dem Ganzen dann treu geblieben. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo es zuerst war. Scheiß der Hund drauf. Pathfinder mit dem Karl Urban, der ist auch von Markus Nispel, hat dieselbe Optik, nur spielt halt da jetzt weniger in Wüste und Persien und so in der Richtung, sondern ist ja bei den Wikinger, Nordmänner irgendwo im Schnee. Und den habe ich auch sehr geil in Erinnerung und das ist jetzt einer von den nächsten, den ich mir aufgeschrieben habe zum Anschauen. Weil es so Filme sind, die ich da so in jungen Jahren im Kino gesehen habe und geil fand, aber irgendwie seitdem nicht mehr gesehen habe. Boah, krass, aber der hat ja nicht einmal sein Budget einspielen können. Deswegen sage ich ja, also verstehe ich jetzt auch nicht, dass man den so fallen lassen muss, keine Ahnung. Also Pathfinder war noch vor Conan. Vor Conan, okay. Ja, 2007. Aber da haben wir auch, glaube ich, einen Clancy Brown dabei und so, und der war schon, ich habe den sehr geil in Erinnerung. Aber wie gesagt, vielleicht bei den nächsten Warlex, vielleicht kommen wir jetzt demnächst dazu, dann haben wir Pathfinder wieder mal rein. Ja, schön. Sehr schön. Ja. Ja. Hast du noch was? Nein. Ich werde nur kurz die Leute warnen, weil ich Five Nights at Freddy's gesehen habe. Das ist meine absolute Arschbombe des Monats. Also das war einer von den schlechtesten Dingen, die ich seit langem gesehen habe. Okay. Ja. Also, wer jemals gemeint hat, dass Willy's Wonderland ein schlechter Film ist, der soll über Five Nights at Freddy's wirklich einen riesigen Bogen machen, weil Willy's Wonderland Gold ist gegen die Scheiße da. Der Film weiß nicht, was er jetzt eigentlich sein möchte. Ist er jetzt ein Kindergruselfilm oder ist er jetzt für Erwachsene oder ist er jetzt wie soll ich das erklären? Also, der weiß überhaupt nicht, was er sein möchte. Weißt du schon? Dann hat er wieder ein paar so gruselige Szenen drin. Was gruselig, sie versuchen eine Atmosphäre aufzubauen, sagen wir es so. Aber es klappt halt nicht. Das ist unfassbar. Der Film ist so dermaßen uninspiriert und zerfahren, dass du irgendwie auch sagst, der wollen so viele Sachen in den Film reinbringen, wo es aber die ganze Geschichte und das ganze Drumherum null hergibt. Aber ist das handlungstechnisch sehr nah an Willy's Wonderland? Schon. Ja, weil er wieder in diesem... wieder mit so einem Helden wie Nicolas Cage oder? Ja, der Held, das ist jetzt wir haben halt dieser Typ aus Tribute von Panem, so weiß ich nicht mehr, wie der Vogel heißt. Also dieser Unsympath von Panem, jetzt schaue ich extra für die, schaue ich jetzt noch. Der heißt Josh Hutcherson. Die wo keiner mag, der Wichser bei Panem. Okay. Der Winsler. Ich mag da mehrere nicht. Aber ich sag ja nicht, du magst Jennifer Lawrence nicht, dann kriegst du am Samstag ein paar. Nein, das ist die beste. Die ist voll super. Die meisten Frauen, die da drin vorkommen, sind da Wahnsinn. Aber die Typen, das ist so. Na, der Josh Hutcherson. Hutcherson. Das klingt ja schon so wie Gesundheit. Ja, genau. Furchtbar. Ja, also dieser Film. Der hat bei Brücke nach Therapie mitgespielt. Okay, sagt mir jetzt auch nichts. War leck.
Oh, da muss ich, da rede ich das nächste Mal in die Warlex drüber. Da erinnerst du mich dran, sagst, Corby, was war das nächste Mal für eine Reaktion? Da muss ich diese längere wir wollen mal was über den Brückenfilm hören. Ja, bitte. Also, Willy's Wonderland können 10-Jährige anschauen, wenn das so eher ein erster Horrorfilm ist, so in der Richtung. Also von diesen Viechern, da geht null Gefahr aus, oder null Bedrohung aus, sage ich jetzt einmal. Die sind so gruselig wie der Samson aus der Sesamstraße. Splatter haben wir 0. Kills komplett alle im Off. Gruselig ist, wie gesagt, auch selten, auch wenn sie es probieren. Aber kann eben bei jungen Publikum vielleicht sogar zünden. Also wie Megan oder so, der wo nicht wirklich gruselig ist, aber es war so ein Film, den man als Junger schauen kann, als Einstiegsfilm. Das las ich ihm, aber ansonsten war der war richtig langweilig. Der war ewig lang, ich glaube, dass der ein wenig über 2 Stunden dauert hat. Käse im Quadrat. Richtig. Okay. Aber als Einstiegsfilm kann der eventuell funktionieren. Das gebe ich ihm. Als Einstiegsfilm? Ja. Wenn man jetzt seine Kids einmal irgendeinen gruseligen Film zeigen möchte oder so, an Halloween oder... Jetzt weiß ich nicht, ist der ab 12 oder ab 16? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Amerika ist er PG-13. Bei uns kannte ich das jetzt nicht sagen, ob der jetzt ab 12 oder ab 16 ist. Wieder scheiße recherchiert. Du googelst wahrscheinlich gerade, oder? Ich bin gerade total schockiert von Brücke nach Therapeutia. Also du googelst. Das googelst du. Du googelst jetzt nicht die Altersfreigabe von Five Nights at Freddy's, sondern du googelst den Film, den wir nichts zuerst behandeln. Wow. Oh Gott, das ist so Flashback für mich. Ganz, ganz furchtbar. Furchtbar? Ist der schlecht quasi? Der ist nicht FSK 16 ist er bei uns, also absoluter 16-Jähriger, der lacht. Okay. Der lacht über die Scheiße, also wirklich. Und wenn du jetzt jemanden hast, wie gesagt, so ab 12 eben das PG-13 in Amerika, los ich mir noch eher eingehen. Also, netter Einstiegsfilm, mehr sage ich nicht. Aber alle anderen, die wo ich jemals mehr wie 2 Horrorfilme gesehen haben, die langweilen sich einen Wolf. Ich schwöre. Ja, schade, weil wir haben ja eigentlich schon, glaube ich, sogar über Steady mal die Ansage bekommen, hey, Leute, schaut euch den bitte an und redst drüber. Du hast jetzt drüber geredet, sehr schön. Hast du gut gemacht. Sehr schön, danke. Wir haben ja Gott sei Dank, glaube ich, eine Folge aufgenommen über Willy's Wonderland. Ist ja auch auf Steady. Gott, jetzt muss ich da schon die ganze Zeit überlegen. Der Film, wo man ja eigentlich die ganze Zeit mitfiebert, dass die Kinder endlich aufhören, die Jugendlichen, Schabernack zum Treiben. Ja. Schade, dass dann hier Freddy's, wie heißt der? Wonderland. Ja gut, der andere hat den Oberbonus, Willy's Wonderland hat der Nicolas Cage. Und der andere hat den Hutchison. Eben. Also entscheidet euch, was ihr euch anschaut. Den coolen Film mit dem Cage oder den Schwachsinn mit dem Hutchinson. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht so viel, wo man sich das... Also ich sage jetzt auch über die Handlung auch nichts mehr, weil jeder, der den Willy's Wonderland gesehen hat, weiß die Handlung auch. Fertig. Ja, und wer mal einen Hutchison... Gott, das ist ein richtig furchtbarer Nachname, nicht Puff-Puff. Puff-Puff ist ja... Was? Was merkst du jetzt? Ist es Pest oder Cholera? Ich würde diesen Namen mit Stolz tragen. Ich würde den mit Stolz tragen, den Namen Puff-Puff. Ich dachte nämlich jedes Mal sagen, mein Name ist Herr Puff-Puff. Und dann hätte ich warten. Und schau, wie du reagierst. Genau. Das war gut. Das sind deine Tricks als Geschäftsführer, sind das, gell? Du möchtest mit Leuten schon ein wenig aus der Reserve locken und schauen, wie sie reagieren in Stresssituationen. Ja, also entweder man lacht oder man weint. Man weiß nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, wer außerhalb von die Tribute nach Panem den Hutchison mal sehen will, der schaut sich die Brücke nach Therapeutia und das nächste Mal reden wir dann gemeinsam darüber. Genau. Bin ich gespannt, was der Copy verzeiht. Hui. Gut, dann wären wir soweit durch, oder? Ja, haben wir es. Ja, wir haben natürlich wieder mal einen Kani sehr vermisst. Wer weiß, was der angeschaut hat. Wobei Masters of the Universe ist schon wahrscheinlich hoch im Kurs bei ihm. Habe ich aber jetzt letztes Mal abgecheckt, hat er noch nicht gesehen. Okay. Also wenn ist da draußen, wenn ihr wisst, was der Kani angeschaut hat, dann schreibt es in die Kommentare. Wahrscheinlich ist wieder irgendeine neue Marvel-Serie rausgekommen. Ja, oder irgendein Anime oder irgendein Manga oder Manga-Anime oder... Also gegen Animes muss man jetzt da nicht so viel sagen, gell? Na gut. Dann machen wir Schluss, bevor wir uns kriegen, oder?
Ja, eben. Dann schreibt uns in die Kommentare, was habt ihr denn so im Januar genossen? Habt ihr die Brücke nach Therapeutia schon mal gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Das ist die ganz, ganz große Frage. Und was glaubt ihr, wie ich das nächste Mal darauf reagiere? Ansonsten, ja, Mike, es war mir wieder mal eine Freude. Wirklich. Ja, kann ich nur zurückgeben. Schön war's. Und von dem her bleibt nicht viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Oder von Therapeutia. Oder von Therapeutia. Oh, den hätten wir beim nächsten Mal brauchen können dann, oder? Gott, jetzt haben wir ihn schon verwurscht. Ich bin so schlecht, nächstes Mal lass es wieder ein Kani machen. Okay. Dann bis dann. Ciao. Merci fürs Zuhören da draußen und nicht vergessen, wo es überall Daumen gibt, dort gibt es uns einen und wo man uns liken kann, da liked uns bitte. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre. Adieu.